größeren Erfolg bei der Nahrungsbeschaffung verhilft. Dazu habe ich 2 Experimente durchgeführt. Eines, das sich direkt mit dem Verhalten der Arbeiterinnen an der Nahrungsquelle beschäftigt und dann mit dem Spurliegerverhalten auf dem Rückweg von der Nahrungsquelle zum West. Also diese Spuren sind ja auch für die berühmten Ameisenstraßen verantwortlich, die wir manchmal unglücklicherweise auch in der Küche haben. Und im zweiten Experiment habe ich mich damit beschäftigt, wie sich die Ameisen verhalten, wenn sie einer solchen Duftspur folgen, die sie dann zu einer Futterquelle leiten. Und dabei habe ich herausgefunden, dass die Duftkommunikation sehr viel dazu beiträgt, dass die Ameisenkolonie ganz gezielt und ganz effektiv besonders hochwertige Nahrungsquellen ausbeuten kann.